In den letzten Tagen haben wir als Gemeinde und in der Leitung besonders gerungen miteinander um die Entscheidung, was machen wir wegen der Gottesdienste. Sollen wir sie durchführen oder nicht? Und wir haben uns entschlossen, für diesen Sonntag und auch für den Sonntag darauf, den 15., sicher mal unsere Gottesdienste auszusetzen. Und wir wollen euch noch sagen, was uns auch bewogen hat zu dieser Entscheidung. Das eine war sicher, wir hatten eine Empfehlung auch vom Kanton in der Beratung, wirklich alle Veranstaltungen über 200 Leute doch abzusagen. Und wir respektieren unsere Behörden, wir respektieren die Gesundheitsdirektion vom Kanton und wollen auch jetzt in dieser Zeit immer wieder beten, dass die Menschen, die viele Entscheidungen treffen müssen, die nicht einfach sind, auch dürfen geführt werden und auch Hilfe empfangen. Und das andere ist sicher das Wohl der Menschen. Wir haben ganz besonders an unsere ältere Generation gedacht. Wir wissen, dass das Ansteckungsrisiko von dem Coronavirus, gerade für die über 65 sind, sehr, sehr hoch ist, respektive der Krankheitsverlauf viel dramatischer eben auch verlaufen kann. Und wir sind eine Gemeinde mit allen Kulturen und allen Generationen. Und wir hätten es nicht gut gefunden, irgendwie Menschen auszuschliessen oder so, sondern wir möchten sie schützen. Und die andere Seite ist sicher die, wir wollen als Gemeinde nicht dazu beitragen, dass sich der Virus weiter verbreitet durch unsere Veranstaltungen. Und darum haben wir den Entscheid getroffen, dass wir alle Veranstaltungen über 200 Personen bei uns im Moment aussetzen. Auf der anderen Seite ist es sicher so, manchmal schätzt man Gottesdienste vielleicht dann wieder ganz neu, wenn man sie länger nicht hat. Und wir werden jetzt mal anschauen, wie lange das wird gehen. Das Schöne ist, wir sind als Menschen, die Jesus glauben, nicht abhängig von Gottesdienst. So sehr wir sie auch schätzen, zusammen Gott anzubeten, dürfen Gottes Wort zu hören, Menschen zu treffen, zu connecten mit anderen. Aber wir sind nicht von dem abhängig. Wir leben unseren Glauben auch sonst 7 Tage in der Woche, 24 Stunden, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, weil wir glauben, das ist der Lebensinhalt für unser Leben. Und die andere Seite ist sicher die, wir haben eine Gemeinde, wo Menschen in Kleingruppen sind, die meisten Menschen, der grösste Teil ist in Kleingruppen und die werden sich auch weiterhin treffen und bekommen vielleicht auch gerade jetzt in dieser Situation so ganz neuen Schub, wo man sagt, hey, wir brauchen einander. Und wenn man zuschaut, vielleicht als Besucher, als Zuschauer und einfach sagt, hey, wie ist das mit diesen Kleingruppen, gehen Sie doch auf unsere Webseite, schauen mal dort rein, was wir anbieten. Man darf sich gerne irgendwo melden und wir würden uns freuen, auch Menschen gerade in diesen Wochen irgendwo willkommen zu heissen und miteinander herauszufinden, wie kann man auch den Glauben einbeziehen, gerade in so einer Situation. Und ich möchte gerade Brücke machen, eigentlich auch zu dieser Frage. Wie kann man vom Glauben her mit so einer Situation umgehen? Weil Jesus hat gesagt, dass Krisen werden kommen. Und wir wollen schauen, was hat Jesus gesagt, wie können wir umgehen mit Krisen, die an unser Leben herantreten. Und ich werde lesen aus dem Lukas-Evangelium, den Vers 11. Dort hat Jesus gesagt, es wird Erdbeben geben, in vielen Ländern werden Hungersnöte und dann seid ihr eben auch Seuchen auftreten. Und am Himmel werden schreckliche Dinge und gewaltige Zeichen erscheinen. Ich glaube, das Erste, was wir aus dem Vers einfach auch herausnehmen, ist Folgendes: die ganz simple, einfache Botschaft. Bist nicht überrascht, wenn Krisen kommen. Jesus hat darüber geredet, dass so Sachen werden kommen. Und wir wissen, in der Geschichte ist das immer wieder auch passiert. Ich denke an das 14. Jahrhundert, wo in Europa über 20 Millionen Menschen an der Seuche gestorben sind. Und die Pest in Europa so vielen Menschen das Leben gekostet hat. Das ist lange her. Und wenn so eine Krise wie jetzt kommt mit so einem Virus, da wird es plötzlich für uns dann neu relevant. Warum? Es wird persönlich. Wir sind plötzlich alle von Massnahmen betroffen. Und es hat auch eine emotionale Seite für uns, weil wir kämpfen mit gewissen Unsicherheiten, Ängsten. Wir haben uns selber die Frage gestellt, wie gehen wir jetzt, gerade auch mit einer gefährdeten älteren Generation, und mich haben mir die Frage gestellt, kann ich meine Eltern im Moment besuchen? Ist das im Moment sinnvoll, opportun, gerade weil meine Mama im Moment gesundheitlich nicht so zweg ist. Und Jesus sagt, viele Menschen, denn im Vers 26, in Lukas 21 immer noch, werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Im Moment ist es noch so ein bisschen, ja, man kann es etwa noch damit umgehen,
vieles läuft noch normal ab. Ich sage jetzt im ganz normalen, familiären, täglichen Umgang vielleicht auch mit Leuten, sucht verschiedene Umgangsformen, wie man sich begrüßen kann. Es gibt ganz lustige Sachen mittlerweile, aber wir wissen nicht, was sich in den nächsten paar Wochen auch wird ergeben und wie sich es wird entwickeln. Und das Problem ist eigentlich immer, wenn wir unvorbereitet sind auf so Sachen, oder wir denken immer, ja, mich trifft es nie, bei uns wird es nie passieren. Und ich glaube, darum wird Jesus uns gerade in seinen Worten auch sagen, hey, bist nicht überrascht, wenn es kommt. So Sachen sind Teil wirklich auch vom Leben, sind Teil auch von der Weltgeschichte. Und Jesus hat auch gesagt, es werden auch noch andere Sachen passieren, da werden religiöse Führer auftreten in diesen letzten Zeiten. Die werden sich als Christus ausgeben und in erster Linie Menschen versuchen, an sich zu binden und nicht irgendwie in Verbindung zu bringen mit Gott selber. Es wird Krieg geben, weltweit, sagt Jesus. Er sagt, es werden auch Verfolgungen da sein, um Jesu Willen. Und ich glaube, wenn wir wissen, so Sachen kommen, dann sind wir nicht gleich überrascht. Wir können uns innerlich wenigstens ein Stück weit darauf vorbereiten. Ich denke an unsere Frühlingsferien, respektive Winterferien, die wir im Engadin verbringen. Und oben an den Hängen sieht man überall, wenn man sich ein bisschen achtet, riesige Lawinenverbauungen. Und die können die Lawinen nicht komplett verhindern, aber es zeigt, Menschen haben vorausgedacht, rechnen damit, es kann passieren. Ob es nochmal wird passieren mit der ganzen Schneeentwicklung, wissen wir nicht. Aber es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiss, hey, man hat an etwas gedacht, man hat vorgesorgt, kann nicht alles verhindern, aber man ist dann nicht gleich überrascht. Der eine oder andere hat jetzt vielleicht auch vorgesorgt, daheim und mit seinen Vorräten oder so. Und ich denke, man geht einfach anders rein. Und ich glaube, für uns sind die Worte von Jesus letzten Endes auch ein Trost. Und zwar das eine ist, wenn so Sachen jetzt passieren, sie stärken unser Vertrauen in die Bibel. Sie stärken unser Vertrauen in das Wort von Jesus. Weil einmal mehr zeigt sich irgendwo, was Jesus gesagt hat, hey, das wird passieren. Gott ist kein Lügner. Und es heißt im Vers 22 dort drin, denn das werden Tage sein, wo sich die Weissagungen der Schrift erfüllen werden. Ich glaube, was ganz wichtig ist, es ist nicht so, dass Gott einfach alle Kriege und Nöte und Verfolgung oder so Virenausbrüche irgendwo schickt oder das irgendwo bewusst will für uns Menschen, aber er sagt einfach, es wird geschehen und es zeigt uns irgendwo einmal mehr, die Worte von Gott sind zuverlässig. Das Zweite in diesem Vers ist eine Erinnerung daran. Es sind die Endzeitreden von Jesus im Lukas 21. Das heißt, Jesus redet davon, er wird eines Tages wiederkommen. Und es ist für Menschen, die das lesen in der Bibel, eine Erinnerung, dass so wie Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist, dass Jesus nochmal wird kommen für die ihn erwarten, für die im Glauben an Jesus wirklich auch stehen. Und das Dritte ist, und ich glaube, das ist sehr, sehr irgendwo auch noch mutigende Seite davon, wenn Jesus so detailliert über so Sachen redet, dann wissen wir auch, hey, letzten Endes, da gibt es einen Gott, der wacht über allem. Letzten Endes gibt es einen Gott, der auch gewisse Sachen auch Grenzen setzt und wo die Sachen wirklich auch irgendwo unter Kontrolle hat. Jesus sitzt auf dem Thron, Gott sitzt auf dem Thron. Das ist die Botschaft, wo man auch drinnen darf ruhen, wo man drinnen darf relaxen. Und Gott selber, er hat einmal versprochen im Alten Testament, solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und ich glaube, die Worte von Jesus zeigen uns einfach, hey, bist nicht überrascht, so eine Krise, wenn jetzt so eine Krise da ist oder wenn so eine Krise vielleicht wieder mal kommt. Das Zweite ist, wie sollen wir umgehen, wenn so eine Krise jetzt da ist? In so einer Krise ruft Jesus uns ganz gezielt und er sagt, hey, schaut auf, erhebt eure Häupter. Oder er sagt im Vers 28, sagt er so, wenn all das anfängt, dann richtet euch auf, streckt euch und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Ich glaube, wir alle haben die natürliche Tendenz, wenn irgendwo eine Krise kommt, hey, wir schauen auf Probleme, wir reden nur noch darüber im Moment. Über was reden alle Leute auf der Straße, im Geschäft, irgendwo so? Es geht immer nur um den Coronavirus. Die einen mit viel, viel Humor,
und die anderen doch auch irgendwo auch betroffen. Und spätestens jetzt, wo wir den ersten Todesfall in der Schweiz haben, ist es irgendwo so ein bisschen, ja, ist manchmal noch eine Frage auch von der Pietät, wie man damit auch umgeht, dass man auch nicht Menschen verletzt mit vielleicht zu viel Humor. Und auf der anderen Seite, ich weiss, manchmal muss man irgendwo auch ein gewisses Ventil haben. Humor macht vieles auch einfacher im Leben. Aber was sicher ist, so Krisen gehen ja nicht einfach spurlos an uns vorbei. Sie bringen manchmal Angst, sie bringen Unsicherheiten hervor. Und wie gesagt, unsere natürliche Tendenz ist, wir schauen dann auf das, wir schauen nur noch auf das, was passiert jetzt. Man hört in den Nachrichten, man liest Medien etc., was passiert und unsere Aufmerksamkeit ist ganz da. Und Jesus sagt eigentlich, hey, wenn all das anfängt, wenn so Sachen passieren, dann schaut nicht in erster Linie auf das, auch wenn ihr lernen sicher vorsichtig sein, auch mit so Sachen umgehen, weise sein, mit Krisensituationen umzugehen, aber schaut in erster Linie, schaut auf Gott, erhebt euren Blick. Und ich glaube, das macht etwas. Es macht etwas mit ein. Wenn man irgendwo bei allem, was passiert, auch in der Geschichte, aufschaut zu einem lebendigen Gott. Das macht etwas mit uns. Er sagt, eure Erlösung naht. Und ich habe mich gefragt, wie können wir aufschauen? Wie kann unser Blick höher werden? In der Bibel steht einmal in Jesaja 55, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wege. Und dann sagt er, meine Gedanken sind auch so viel höher als eure Gedanken. Und ich denke, wenn wir Gedanken von Gott kennen und Gedanken von Gott aufnehmen und mitnehmen für uns, dann richten wir unseren Blick wirklich auf etwas Höheres. Wir richten unseren Blick nach oben. Und vielleicht haben die einen von euch ein bisschen Notvorrat angelegt, ein paar Pasta die gekauft oder sonst irgendeine gute Sauce oder etwas dazu, vielleicht etwas an Getränk. Aber ich glaube, noch wichtig ist, dass wir Notvorrat haben an Gedanken von Gott für unser Leben. Und ich glaube, jeder Mensch sollte so 2, 3 Vers in seinem Leben haben, die er einfach irgendwo abrufen kann, vielleicht auswendig kennt. Meine 3 Lieblingsverse in der Bibel, die stehen zum Beispiel im Epheser 3, Vers 20. Da heißt, dass durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, Gott unendlich viel mehr tun kann, als wir je bitten oder auch noch hoffen können. Ich denke manchmal, meine menschlichen Gebete sind so schwach, sind so begrenzt irgendwo auch. Also es ist für mich so eine Ermutigung, dass da eine Kraft von Gott wirkt und dass Gott über das, was ich auch sage, kann tun und Macht auch hat, Sachen wirklich zu vollbringen. Oder im 2. Vers, im 2. Korinther 12, Vers 9, da sagt Gott zum Paulus, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist im Schwachen mächtig. Ich habe so oft Situationen, wo ich an der Grenze bin und nicht weiss, was soll ich tun, was soll ich sagen, vielleicht auch emotional mal als Limit kommen. Aber Gott sagt, hey, gerade wenn du dich schwach fühlst, ist meine Kraft in dir mächtig. Gerade jetzt einfach mit dieser Situation, wenn du nicht genau weißt, was kommt, hey, weißt du was? Da ist eine Kraft, die ist mächtig in dir und zwar, das ist Gnade von Gott. Ich finde das so eine Ermutigung. Oder im 2. Korinther 13, 11 heißt, freut euch. Immer wieder daran erinnern, wenn ich das lese, dass es ein ganzes Buch gibt in der Bibel, das von der Freude handelt, der Philipperbrief, der Paulus, der im Gefängnis ist und schreibt, freut euch, abermals sage ich, freut euch. Und dann sagt er nochmal, es ist mir egal, euch nochmal zu sagen, freut euch. Und ich glaube, man kann sich auch in einer Krise, man kann sich freuen. Wenn man einen Grund hat, über den man sich freuen kann. Und dass da ein Gott ist, der sagt, hey, schaut auf, hey, eure Lösung kommt. Schaut auf, ich begleite euch durch die Krise durch. Das ist eine Quelle von der Freude fürs Leben. Und dann heisst es dort drinnen nicht nur freut euch, sondern ändert euer Verhalten. Eine gute Erinnerung, ich brauche die immer wieder neu. Nicht stehen zu bleiben, irgendwo in meiner Entwicklung, sondern weiterzugehen, tiefer zu gehen, im Charakter, im Umgang mit Menschen. Das heisst, ermutigt einander, auch in einer Krise nicht nur auf sich zu schauen, sondern auf andere zu schauen. Wie geht es ihnen? Nachzufragen, hey, was macht das mit dir? Und dann heisst, haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Ich merke, wenn ich so einen Notvorrat habe, an Versen, an Gedanken von Gott, die höher sind als meine, es hilft mir, aufzuschauen. Und nicht nur das, es gibt eine Dimension, die uns wirklich in eine ganz tiefe Nähe bringt zu Gott. Menschen,
die an Jesus glauben, die nennen Gott Vater im Himmel. Für die ist Jesus ihren Brüder geworden, heisst es. Und die dürfen aufschauen zu Jesus. Und ich sage dir einfach, was ich mir so oft vorstelle. In der Bibel heißt Jesus sitzt auf dem Thron. Und ich stelle mir das wirklich bewusst auch vor. Jesus sitzt jetzt, wo der ganze Coronavirus durch die Schweiz geht, er sitzt auf dem Thron. Und weisst du was, ich muss darum keine Angst haben. Er überwacht letzten Endes die Sachen. Er hat letzten Endes die Entwicklungen irgendwo im Griff. Auch wenn ich vielleicht nicht alles verstehe. Aber er versteht es, er weiß es. Und das Zweite ist, hey, ich versuche mir auch vorzustellen, wie schaut Jesus mich an? Und ich denke, wie oft hat der Blick von Jesus, auch in der Bibel kennen wir es aus diesen Geschichten, Menschen getroffen. Der liebevolle Blick von Jesus, wo irgendwo tief geht. Wo wir irgendwo merken, hey, Gott weiss auf der einen Seite alles in unserem Leben, aber er verdammt uns nicht. Er ist da mit seiner Gnade, er vergibt. Er hat einen guten Weg, einen guten Plan für uns. Das macht etwas mit mir. Es macht etwas mit meinem Herz. Es macht etwas in meiner Zuversicht, in meiner Power. Es macht etwas auch in meiner ganzen Art und Weise, wie ich das Leben anschaue. Auf Jesus aufschauen. Das ist das Zweite, was Jesus sagt. Und das Dritte ist, wenn eine Krise kommt, dann denk daran, Gott braucht Krisen, um Menschen neu auf Jesus aufmerksam zu machen. Sind wir ganz offen, wenn es uns gut geht, wenn es alles so läuft, wie wir wollen, wir neigen alle als Menschen dazu, auf uns zu schauen, auf unseren Wohlstand, auf unsere eigene Freude. Wir planen unsere Ferien, wir planen irgendwie coole Sachen im Leben, wir planen unsere Karriere. Alles sicher nicht falsch, aber manchmal verpassen wir es, wenn es uns zu gut geht, die wirklich wichtigen Fragen im Leben zu stellen. Warum bin ich überhaupt da? Was ist der Sinn vom Leben? Wenn es einen Gott gibt, was heißt das? Hat er einen Plan für mich? Hat er Gedanken für mich? Und ich bin so froh, dass die Bibel so klare Antworten auf die Fragen gibt. Der Grund, warum wir da sind auf dieser Welt, ist, Gott hat es vis-à-vis wählen, Gott hat es gegenüber wählen. Gott hat dich wählen, er hat mich wählen. Und zwar nicht einfach, dass wir nur das Leben geniessen, das will er, ohne Zweifel. Aber er will in erster Linie, dass wir ihn kennenlernen. Er will in erster Linie eine Beziehung zu uns, die uns erfüllt. Darum predigen wir nicht irgendwie Religion, sondern darum glauben wir an einen Glauben, 7 Tage, 24 Stunden in der Woche, wo einem erfüllen kann, wo einem Sinn gibt, wo einem auch eine Perspektive für das Leben gibt, die weit, weit über das Alltägliche hinausgeht. Und dass der Plan von Gott in Erfüllung geht, braucht in unserem Leben irgendwo auch persönliche Entscheidung. Eine Entscheidung für Jesus. Und Jesus sagt zu Menschen, die an ihn schon glauben, hey, wenn so Krisen kommen, dann denkt daran, Menschen sind anders offen zum Hören, sind anders offen, sich auch die Fragen wirklich auch zu stellen. Und Jesus sagt gerade für so Zeiten, er sagt darum, macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen sollt oder was ihr sollt sagen. Ich werde euch die richtigen Worte geben. Wort von der Weisheit werde ich euch geben, dass eure Gegner euch nicht widerlegen können. Und was Jesus meint, ist nicht, dass man mit Menschen streitet irgendwie über religiöse Sachen, sondern er sagt, hey, denk doch zurück an deine Geschichte mit Jesus. Was erlebst du mit Jesus? Welchen Unterschied hat Jesus in deinem Leben gemacht? Das ist deine Geschichte. Und deine Geschichte mit Jesus, die ist nicht anfechtbar. Ich mag mich an meine Geschichte erinnern, als ich ein kleiner Bub war. Und ich habe gewusst, von meinen Eltern her, das ist ohne Zweifel so, es gibt einen Jesus. Es gibt auch so etwas wie eine Entscheidung, die ich treffen muss, ob ich mit ihm leben will oder nicht. Und es gibt das Leben auch nach dem Tod, wo ich entweder bei Gott bin oder nicht. Und ich vergesse diese Nacht nie mehr. Als ich ein Bub war, in der Nacht bin ich verwacht und ich habe einfach gewusst, hey, Matthias, du hast nie Stellung bezogen in Bezug auf Jesus. Du hast dich nie, ich sage jetzt, für in dem Sinn gegen ihn entschieden. Jesus sagt einmal, wenn nicht für mich ist, ist gegen mich. Und das ist mir so tief eingefahren. Ich bin in dieser Nacht aufgestanden. Ich bin ans Bett von meinem Papa geweckt und habe gesagt, du, ich will eine Entscheidung treffen für Jesus.
Und ich bin Gott so dankbar für so einen Moment. Klar, ich war klein, ich habe noch nicht alles verstanden von der Bibel, ich habe noch wenige Sachen gewusst. Aber ich habe gewusst, in dem Moment hat Jesus mein Gebet erhört. Ich gehöre zu ihm und er nimmt den Glauben, auch von einem Kind, er nimmt den wirklich ernst. Und Jesus sagt da ihnen, ich will euch die richtigen Worte geben. Und ich habe mich so gefragt, hey, was könnte das Wort sein, das vielleicht Menschen gerade in so einer Zeit der Krise besonders brauchen können? Und ich bin zurückerinnert worden, einer der Psalmen, wo es genau darum geht, dass Gott uns Menschen in Krisen, in Notsituationen will beistehen. Und ich will den lesen, und das ist der Psalm 91. Das ist 91, nicht 9/11, sondern 91. Und da stehen in den ersten 6 Versen die folgenden Worte. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Und da heißt, hey, für die Menschen, die sich in die Nähe von Gott begeben haben, unter dem Schirm vom Höchsten sitzen oder wo unter dem Schatten vom Allmächtigen bewusst auch sind, für die gilt etwas. Die erleben Bewahrung von Gott. Die dürfen mit Zuversicht in die Krise schauen. Es ist, als würde Gott so wie ein Adler die seine Kleinen unter die Fittich nehmen oder vielleicht irgendein Huhn, wo merkt, obendran kommt irgendein so ein Raubvogel daher und will irgendwie auf die Kleinen los. Und was macht er? Sie tut die Flügel ausbreiten, nimmt die kleinen Bibeli unter ihre Flügel, schützt sie, damit sie keine Angst haben müssen vor dem Raubvogel, der oben durchfliegt. Und genauso ist es für Menschen, die sich in die Nähe von Gott begeben haben. Hey, die dürfen ohne Furcht auch in solche Zeiten hineinschauen, weil sie wissen, hey, ich bin unter dem Schatten, ich bin unter den Flügeln, unter dem Schirm vom Allmächtigen. Und das stellt uns letzten Endes auch die Frage, hey, unter welchem Schutz lebe ich? Schau, die meisten Leute, die meisten Menschen, die haben ihren eigenen Schutz. Ich nenne es mal so, die zelebrieren ihren eigenen Schutz. Und eigentlich ist es ein sehr löchriger Schutz. Wir haben so vielleicht menschliche Hoffnungen, ja, es wird schon gut kommen. Oder ich hoffe schon, die Medizin hat es am Schluss dann im Griff. Oder wir schützen uns, indem wir vielleicht irgendwo aggressiv werden auf irgendwelche Leute in der Politik oder irgendwie so, die dieses und jenes müssten machen. Wir sind vielleicht verrückt auf Leute, die vielleicht uns irgendwo in Berührung gebracht haben mit negativen Sachen. Aber weißt du, letzten Endes ist es nicht wirklich ein Schutz, es sind menschliche Gedanken. Und ich will es mal so ein bisschen vergleichen mit einem löchrigen Schutz, unter dem wir am Schluss sind. Teilsachen verheben, aber Teilsachen eben auch nicht. Und ich glaube, Gott lädt uns ein und er sagt, hey, du kannst den Schirm wechseln. Und kannst einen nehmen, wo du wirklich unter Schutz bist. Der Schirm gefällt dir vielleicht nicht die Farbe, wie auch immer, ist immer ein bisschen Geschmackssache, aber der hat eigentlich eine spezielle Art. Und zwar, der hat sogar Doppelschutz. Das ist einer der wenigen Schirme, die ich so gefunden habe. Und ich glaube, so ähnlich ist es, wenn wir zu Gott kommen. Wir kommen unter seinen lebendigen Schutz. Aber dazu müssen wir so ein bisschen wie 2 Sachen machen. Das eine ist, wir müssen irgendwo erkennen, hey, weißt du, wenn ich nur auf meine eigenen Gedanken hoffe, aufs Menschliche hoffe, das wird nicht lange. Ich will wirklich ganz bewusst den Schirm wechseln. Und das Schöne ist eigentlich, wenn wir zu Gott kommen, er hebt den Schirm, er trägt den Schirm über uns. Und zu ihm kommen bedeutet eben, in seine Nähe zu kommen. Und das heisst für uns, irgendwo eine Entscheidung zu treffen, in seine Nähe auch zu kommen. Und das Schöne ist, das kann man machen. Man kann das machen, indem man uns wirklich im Gebet an Gott wendet. Und zu dem möchte ich dich einfach auch einladen, gerade auch in dieser Krisensituation, wo wir sind. Hey, Jesus hat gesagt, so Sachen werden kommen.
Aber er sagt, schau auf. Und es ist eine Chance, dass du Jesus, den Sohn von Gott, der Allmächtige, der, wie es da innen auch heisst, der Höchste wirklich darfst kennenlernen. Und verbunden sein mit einer Lebensdimension, wo so etwas anderes, so etwas Echtes, so etwas Lebendiges ist. Das Besondere an Jesus, das ist das. Jesus kennt das Leben und er kennt den Tod. Er ist gestorben am Kreuz für unsere Sünde. Eigentlich hätten wir zahlen für unsere Versagen, für unsere Fehler, für unsere Fehlentscheidungen, aber er hat das gemacht. Und er sagt, wer zu ihm kommt, dem wird nicht nur vergeben, sondern er kommt auch in Berührung mit dieser Auferstehungskraft von ihm. Die fängt an wirken in uns. Und wenn du das möchtest, hey, du darfst einfach nur mitbeten. Jetzt auch an dem Tag, wo du den Film schaust, wo du den Videocast schaust. Und ich lade uns ein, einfach still zu werden zum Gebet und du darfst gerne im Herzen mitbeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für den göttlichen Schutz. Ich danke dir für eine göttliche Perspektive, die es bei dir gibt. Und Jesus, ich bete jetzt gerade für alle die zuschauen, die vielleicht auch von Angst irgendwo betroffen sind, dass deine Gegenwart herkommt und dass dein Geist wirklich Menschen frei macht von aller Angst. Herr, du hast uns gesagt, es gibt einen Weg, wie wir mit so Krisen umgehen können. Wir wollen heute ganz bewusst auf dich schauen, unseren Blick auf dich richten, uns festhalten an deinen höheren Gedanken für uns, die so gut sind. Und ich bete, dass die zuschauen, sich so Notvorrat dürfen anlegen an Versen, die sie nehmen aus der Bibel, die sie begleiten, die sie stärken, die sie durchtragen, die sie immer wieder abrufen können. Und Jesus, ich will für die beten, die noch nicht in dieser Nähe von dir sind, die ganz bewusst unter deinen Schirm, unter deinen Schutz auch kommen wollen. Und Herr, mit ihnen möchte ich dich bitten, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere falschen Wege, dass wir unsere Hoffnung auf Falsches gesetzt haben. Für das bist du ums Kreuz von Golgatha gestorben, um uns all die Schulden zu vergeben. Danke tust du das. Und danke nimmst du uns als Menschen an, egal was wir da haben, egal welche Fehler das wir gemacht haben. Danke, dass wir in deine Nähe kommen dürfen und mit dem Gebet und mit dem Glauben an dich, Jesus, an Herr über Leben und Tod, an den, der gestorben ist und auferstanden ist, dass wir mit dir ein neues Leben dürfen leben, ohne Angst, wo wir wissen, komme was da wollen, wir sind geborgen unter deinem göttlichen Schutz. Amen. Hey, vielen Dank soweit fürs Zuschauen. Vielleicht ein bisschen ungewohnt, einmal einen Gottesdienst so mitzuerleben. Und bevor ich schliesse, noch 2, 3 Informationen. Nochmal zur Erinnerung, am 8. März und am 15. März werden keine Gottesdienste im christlichen Zentrum stattfinden. Aber wir haben Kleingruppen und vielleicht gibt es Kleingruppen, die sich am Sonntag treffen. Wir finden das eine super Idee. In so einem Rahmen weiss man, wer dabei ist und ist das Ansteckungsrisiko natürlich bedeutend kleiner. Das Zweite ist der Kurs «Meine Berufung entdecken», der am 22. März angesagt ist im christlichen Zentrum Bucheck an dem Sonntag. Der wird stattfinden. Das heisst, am 22. März wird für die Gruppe, für die Teilnehmer, die sich angemeldet haben oder die sich noch anmelden, der Kurs stattfinden. Herzlich willkommen. Und die am heutigen Sonntag, am 8. März, angemeldet waren für den Mitgliederaufnahmekurs oder hätten spontan teilnehmen wollen, es tut uns leid, der wird nicht stattfinden, aber er wird wieder stattfinden, und zwar am 1. Sonntag im Juni, am 7. Juni, und dann sind ihr ganz, ganz herzlich willkommen. Und so wünsche ich euch jetzt eine gute Woche. Nehmt das Wort mit von Jesus, es sind Worte von der Ermutigung, Worte von der Kraft, und schaut auf, vergesst das nie. Gottes Segen.